habe heute wieder etwas ganz Cooles vor. Und bevor ich euch aber dort mitnehme, möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist. Und zwar, über Social Media habe ich von einer Familie erfahren, die einen Bub hat, den Reno. Und der ist einseitig gelähmt auf die Welt gekommen. Und ich bin schon ganz gespannt, was da rauskommt. Here we go. Heimlich habe ich mit dem Papi vom Rino die Überraschung organisiert. Er hat dafür gesorgt, dass die ganze Familie umeinander ist. Aber zuerst rufen wir mal den Rino. Hey Rino, kannst du mir helfen? Hoi Rino. Hoi! Kennst du mich? Ja, Echt jetzt? der Megawatt. Der Megawatt! Yeah, genau. Haben wir wollen zur Mami mal schauen? Ha? Nimmst du ihn mit? Ha? Nimmst du ihn mit? Right. Hey, what a cool hier ist da. So schön. Hoi, Carina. Hoi. Wer ist das, Lea? Der Megawatt. So. So cool. Ich habe dir gesagt, ich komme mal. Ja, ich mache es noch. Gehst du drauf, hey? Ich bin mega happy, dass die Überraschung so gelungen ist und ich so herzlich empfangen worden bin. Und auch sehr beeindruckt, auf was für einem wunderschönen Flecken Erde die fünfköpfige Familie wohnt, ein bisschen oberhalb von Bad Ragaz. Der Rino ist jetzt 9 und hat schon über 700 Therapiestunden hinter sich. Von der Corina, der Mami vom Rino, habe ich erfahren, warum das so ist. Ja, also der Rino hat eine Art im Bauch schon bei mir zwischen dem 6. und 8. Schwangerschaftsmonat eine Hirnblutung gehabt. Aber das hat man natürlich nicht gewusst zu dieser Zeit. Ja, es hat sich dann einfach mit der Entwicklung zeigen, dass er halt einfach körperlich, motorisch überhaupt nicht vorwärts gekommen ist. Es ist auch sehr aufgefallen früh, dass er nur eine Seite bewegen kann. Und das ist eine extrem grosse Ungewissheit. Und mit Jörg konnte man dann das MRI machen, wo man dann wirklich das auch gesehen hat, in dem kleinen Babykopf ein riesiges, schwarzes, grosses Loch. Und dann sind wir dann zu dem Neurologen. Ja, und dann hat er gefunden, ja, das Kind sei halbseitig gelähmt. Nach dem Einbruch haben wir dann gefunden, jetzt geben wir einfach Gas und jetzt machen wir alles, was irgendwie möglich ist und was ihm etwas bringt. Ja, und dann haben wir eben eine Therapie um die andere und Ergo und Physio und Goriten und hat dann mit 2,5 seine erste Orthesen bekommen, eben bis über das Knie, wo ihm dann geholfen hat, dass er das Bein wenigstens heben konnte, um lernen zu laufen. Er hat sehr langen Kampf gehabt, bis er laufen konnte. Er war fast 3. Und die anderen Kinder, ich weiss nicht, für sie war es nie ein Problem. Der Rino ist einfach der Rino, er ist so, wie er ist. Er hätte auch nie in den Kindern, wenn ihm die anderen Kinder nicht so viel geholfen hätten. Aber es ist ein Kampf, es ist alles ein Kampf. Es geht nicht einfach so. Und das Daheimsein, also ich habe mir mein Leben eigentlich auch ganz anders vorgestellt. Aber er hat uns auch extrem zusammengeschweißt und er hat unser Leben extrem verändert und auch unsere Denkweise extrem verändert, dass nicht Geld wichtig ist und ein Haufen Haar wichtig ist. Was erwartet der Rino im Verlauf von seinem Leben ist eigentlich ist ein grosses Fragezeichen. Und er hat seine Ziele vor Augen schon jetzt. Er will irgendwann hier einmal bauen. Er will ein normales Leben führen können. Das ist eigentlich das Wichtigste im Ganzen, dass er gelernt hat zu akzeptieren, ich bin gut so, wie ich bin, auch wenn ich anders bin. Ich weiss nicht, ob wir es herbringen, aber ich glaube daran. Es sind Menschen für dich da, die lassen dich nicht einfach so im Regen stehen. Glaub an dich, oh an dich glauben, vertrau denen, oh du kannst vertrauen. Die willen das, was sie dir geben, Zusammenhalt fürs ganze Leben. Das war wieder ein mega schöner Moment, ein mega schönes Erlebnis. Ich weiss jetzt, dass ich der Megawatt bin. Und jetzt geht's ab ins Studio und wir schreiben einen Song für Rino. Yes! Mit den Eindrücken vom gestrigen Besuch und der Geschichte vom Rino bin ich zum Georg, unserem Produzent, und habe ihm davon erzählt. Wir haben den Rino überrascht und dann sieht er mich so dort stehen. Schaut den Papi an und danach, wer ist denn das?
der Megawatt. Der Megawatt. Ja, der Megawatt. Also er ist halbseitig gelähmt, heisst, er hat nicht können lernen laufen und er hat da Genau, am Arm gelähmt. Also weißt, mir ist das nicht auf. Wenn er gekommen ist, das fällt er im ersten Augenblick nicht auf. Für ihn ist die rechte Seite ist eigentlich wie da, aber er spürt sie gleich nicht. Ja, er muss immer arbeiten, er muss immer mehr tun als andere. Ihm ist es wichtig, dem Rino ist es wichtig, dass man das nicht merkt. Zu akzeptieren, dass er gewisse Grenzen hat. Und das wird sein ganzes Leben so sein. Aber er hat einen brutalen Willen, weißt du, so einen stählernen Willen. Ja. Und er hat auch Ziel. Gell? Er hat Ziel, er will den Hof übernehmen. Oder? Ah, wirklich? Er will den Hof übernehmen. Das ist ihm sein Ziel. Ja. Einfach, dass er gut ist, so wie er ist. Mit seinen Handicaps, die er hat, aber er ist ein Guter. Und er ist ein Kämpfer. Er ist ein Kämpfer, ja. Also komm, Wir schreiben einfach mal ein paar Sachen auf. Nach dem Austausch wissen wir beide, in welche Richtung der Song vom Rino gehen soll. Songwriting kann also starten. Also ich finde, die stärkste Aussage von all denen ist das mit dem, dass es so einen stählernen Willen hat. Da können wir irgendwie etwas Cooles daraus machen. Und über und vielleicht und das ist geil. Das ist nämlich beides gesagt. Es ist zwar eine Grenze da, aber er nimmt wieder einen anderen Weg, der mit den Flügeln ausstehen. Spanne mich nicht cool. Geil. Ja. Ah, komm, wir probieren mal. Ja. Komm, wir probieren einmal heisst, wir haben den Song fertig geschrieben und eine Demo erstellt. Mit Hilfe von dem Demo haben der Marius, der Marco, der Damian und der Dario können sich orientieren und ihre Instrumente einspielen. Als letzten Schritt bin ich wieder im Studio und singe den Song für Rino. Genauso, wie ihr sie jetzt auf der CD hören. Wenn du mich so siehst, wenn du mich anschaust, kannst du sie vielleicht nicht sehen. Fast unermüdlich haben wir an dem Song geschafft, bis wir so richtig zufrieden waren. Oh, yes. Gehen wir weiter. Wir leben all nur einmal. Heute ist der grosse Tag. Wir haben den Rino und seine Familie zu uns ins Studio eingeladen. Und also später sie wird, kommt früher als du denkst. Und ist doch bald schon längst vergangen. Nach dieser herzlichen Begrüßung und einem Rundgang im Studio ist es jetzt endlich soweit. Also ich bin bei euch vorbeigekommen, gell? Und nachher, am nächsten Tag, bin ich zum Georg gegangen. Und dann haben wir den Song geschrieben. Kennst du den? Ja. Hast du so ein T-Shirt angehabt? Gell? Gell? Gibt es irgendetwas Spezielles auf dem Bild, wenn Ja, du der schaust? Flügel da. Und nachher der Schatten, dann nachher, jetzt mal sieht man da Flügel. Die sind unsichtbar, die Flügel. Das Lied, das wir gemacht haben für dich, das heisst «Flügel aus Stahl». Und ich habe gefunden, als ich bei euch war, dass du, Rino, so richtige Flügel aus Stahl hast. Man sieht sie nicht, gell? Man sieht sie nicht, aber du hast die, weil du ganz einen festen Willen hast. Für dich ist ja nicht immer alles so einfach, oder? Nein. Zum Beispiel bei Velofahren, gell? Und dann ist es manchmal so, wie wenn man vor einer Mauer steht. Und dann sind wieder die Flügel gut. Und dann kann man über die Mauer überfliegen. Und jetzt sind ihr hierher gekommen auf Zürich. Und jetzt hören wir miteinander den Song das erste Mal an. Wenn du mich so siehst, wenn du mich anschaust, kannst du sie vielleicht nicht sehen. Denkst wahrscheinlich, ist ich schwach, nur weil du sie so nicht kannst wahrnehmen. Für alle anderen sind sie unsichtbar, sie wissen nichts davon vielleicht. Doch du kannst sie spüren, wenn du in meiner Nähe bist.
Flügel aus Stahl. Ja. Flügel aus Stahl. Flügel, die noch tragen. Ja, dass wir das erleben dürfen, das ist der Wahnsinn. Die Hürden, die immer wieder kommen, auch jetzt gerade im Moment, das passt wirklich super. Ich glaube, das kann sehr vielen anderen Leuten auch helfen. Dass man diese Flügel halt immer wieder braucht. Auch sonst im Leben. Uns begleitet haben der Rino und seine Familie auch, wo wir in Langquart unsere CD-Taufe hatten. Der Rino und seine Schwester Lia sind nämlich Taufpaten für unsere CD. Sie haben uns damit eine riesige Freude gemacht. Eine grosse Freude am stählernen Willen vom Rino und dem Song «Flügel aus Stahl» hat auch das PC-7-Team von der Swiss Air Force. Auch beim Videodreh zu dem Song hat der Rino nicht fehlen. Und ich glaube, das wird ihn sicher das Leben lang begleiten. Uns alle. Flügel aus Stahl, so